Buongiorno Reisefreunde aus Palermo. Wir sind also angelangt auf der größten Insel Europas. Palermo selber hat rund 600.000 Einwohner und wo die sich jetzt hier alle so rumtummeln, ja, das gehen wir jetzt zusammen schauen. Kommt mit in die Stadt. Wir haben auch schon ein paar Facts betreffend Mafia zusammengesucht und werden da ein bisschen was erzählen, und ihr wisst es ja, wir sind vorbereitet, wir wissen, was uns hier so ein bisschen erwartet, und trotzdem sind wir natürlich neugierig. Ja, ein paar kulinarische Sehenswürdigkeiten oder Leckereien gibt es ja auch noch zu erkunden, und ich würde sagen, ab geht's, kommt mit uns mit in die Stadt, kommt mit uns mit nach Palermo. Wir sind jetzt schon bei der Kathedrale von Palermo angelangt. Sie heißt auch Kathedrale Maria Santissima. Ganz besonders an dieser Kathedrale hier sieht man den normannischen und gleichzeitig auch den arabischen Einfluss. Zum Beispiel diese 3 Türbogen da, die zeigen ganz klar auf die arabische Architektur. Und das macht Palermo sowieso so ein bisschen aus. Sie haben verschiedene Kulturen mitgemischt. Das sieht man natürlich an der Architektur hervorragend. Und ja, schaut es euch in den Bildern ein bisschen an, sieht echt total klasse aus. Und wir haben ja noch was gelernt heute Morgen. Palermo ist näher an Afrika als... Näher an Tunis, an der Hauptstadt von Tunesien, als an Rom. Die Kathedrale kann man übrigens kostenlos besichtigen. Wer aber auf die Dächer hinauf will, der braucht ein Ticket dafür. Übrigens, ein Großteil der Stadt Palermo ist autofrei, und in diese Zone gehen wir jetzt zusammen rein. Das ist der Quattro Canti oder zu Deutsch der Vier-Kanten-Platz. Barocke Architektur ist sozusagen das Aushängeschild von diesem Platz. Man kann das im Hintergrund auch immer schön sehen. Und ganz speziell, er heißt auch Teatro del Sole, was so viel heißt wie Sonnentheater, weil eine dieser 4 Ecken ist immer mit Sonne beschienen. Tagsüber, wenn es keine Wolken hat, so wie heute. Wir haben einen Markt gefunden, wobei gefunden ist ein bisschen übertrieben. Wir waren im Visitor Center und haben ihn uns einzeichnen lassen. Balaro heißt dieser Markt hier, und ja, sieht ein bisschen aus, als hätten wir bereits den Kontinent verlassen. Riecht auch manchmal ein bisschen so. Sai che i papaveri sono alti 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 e io sono piccolini. Non parlo bene italiano. Poi basta? 30. Blutorangen. 50 cents. Thank you. Und noch ein paar Zwiebelchen. Ja, wenn wir schon die ganze Zeit hier von diesem arabischen Einfluss sprechen, da müssen wir natürlich auch in das arabische Viertel. Ihr könnt das hier hinten schon sehen, die Straßennamen, die sind jetzt in 3 verschiedenen Sprachen angeschrieben. Und das Viertel, das heißt Calzea. Calza. Calza, genau. Jetzt habe ich es vor lauter Sprechen hier noch vergessen. Calza, jetzt gehen wir einfach mal rein.
Also ich bin mir jetzt schon sicher, Palermo muss man einmal im Leben erlebt haben. Zum Beispiel dieses top-exklusive und moderne Restaurant mitten in einer Marktgasse. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Wir freuen uns sehr jetzt, etwas zu suchen, wo wir was Kleines essen können, um uns zu stärken für den Nachmittag. Mal schauen, was es zum Mittagessen gibt. Der Hunger hat uns zum nächsten Markt geführt, wobei wir waren erst noch bei einem anderen Ort. Ne? Ja. Den haben wir als Tipp herausgesucht, aber das war viel zu edel. Wir brauchen ein bisschen Dreck. Wir wollen hier auch wirklich richtig schön traditionell essen. Ich habe hier schon mal so einen frittierten Reisball geschenkt gekriegt. Schon mal sehr lecker. Und jetzt gehen wir hier ein bisschen durch die Gassen durch und schauen, was wir hier alles so zum Essen finden. Grazie. Ja, und Essen gibt natürlich auch Durst. Frisch gepressten Blutorangensaft. Stößchen. Ja, wer viel läuft, muss auch viel essen. Das ist ja jeweils so. Jetzt haben wir endlich die Muße dazu gefunden, uns irgendwo hinzusetzen. Ist ja immer nicht ganz einfach bei dieser Auswahl. Jetzt, ja, machen wir mal ein bisschen Fisch. Sind ja am Meer. Danach vielleicht noch was Zweites und was Drittes. Mal schauen, was das Ganze kostet. Bezahlt haben wir noch nicht. Wir lassen es uns jetzt erstmal schmecken. Ach, war cool, Essen war super, also Märkte können sie, oder? Absolut. Die ganze Stadt ist irgendwie voll von denen und es macht mega Spaß, das zu erkunden. Aber etwas fehlt uns immer noch, oder? Ja, ein Dulce oder wie sie das auch immer nennen wollen. Ich fahre ja die ganze Zeit in Spanisch, aber das klappt relativ gut. Ja, wir brauchen eine Cannoli, glaube ich, heißen die Dinger. Ihr werdet gleich sehen, was das ist. Ja, eine Spezialität hier aus Palermo. Wir haben auch unsere Pläne gerade so ein bisschen geschmiedet, wie es weitergeht. Die nächsten Tage sind wir sicher noch hier in Sizilien. Bald geht es nach Malta und hier ist schon wieder die Bettlerin. Hier wird man echt oft angebettelt, hier in Palermo von den Romas. Hätten wir so auch nicht erwartet. Einige, ja. Dafür wenig Bettler bis jetzt. Ansonsten. Bettler hat schon. Eben solche Bettler. Ansonsten meine ich, hat es wenig. Ansonsten hat es wenig, ja. Nee, ist angenehm hier durchzulaufen. Also wir gehen weiter. Ja. Wir haben uns für die kleine Variante entschieden, dafür für zwei unterschiedliche. Einmal haben wir den Originalen gefüllt mit Ricotta-Creme, gesüßt natürlich, soll ja auch ein Dessert sein. Und zum anderen haben wir hier einen gefüllt mit einer Schokoladencreme. Ich nehme an, die Basis ist ebenfalls Ricotta. Ja, und ihr seht es da hinten, kleines süßes Geschäft mitten in der Fußgängerzone. Und ich würde sagen, jetzt beißen wir da einfach mal rein. Sehr süß, wirklich extrem süß. Die Creme ist angenehm kalt, so ein bisschen der Gegensatz, aber es schmeckt total lecker. Hier ist irgendwie so ein frittiertes Röllchen drumherum. Ihr habt ja gesehen, das hat er gerade eben eingespritzt. Das sind also ganz frisch gemacht hier. Ja, lecker. Ich bin gespannt, wie dann der schokoladige schmeckt. Ich probiere den mit Schokolade, wenn es die Taube nicht holt vorher. Sehr lecker, sehr, sehr, sehr lecker.
Natürlich ist die Mafia irgendwo auch sehr verstrickt hier mit Sizilien und natürlich auch mit Palermo selber. Es gibt aber mittlerweile Organisationen oder ich sage mal Vereine, die sagen, nein, wir sind nicht mehr bereit, Schutzgelder zu bezahlen. Es gab hier ja auch große Attentate von der Mafia gegen Richter, die sich gegen sie, die sich erlaubt haben, quasi Mafia-Leute zu verurteilen. Die wurden in einem Massaker, kann man wirklich sagen, hier getötet. Es gibt auch ein Denkmal hier in Palermo, das ist allerdings ein bisschen außerhalb. Ja, und jetzt gibt es halt so langsam eine junge Bewegung. Meistens sind das junge Leute, die sagen, nein, machen wir nicht mehr. Und da kommt auch dieser Sticker her, Addio Pozzi. Ja. Addio Pozzi heißt das, Addio, Tschüss, Pozzi heißt Schutzgeld, also Ciao Schutzgeld oder Tschüss Schutzgeld. Und das kann man teilweise sehen an Geschäften, da gibt es dann diese Sticker dran und das heißt, dass die nicht mehr länger bereit sind, diese Gebühren zu bezahlen und die machen das anscheinend auch nicht. Wie das Ganze läuft, ich glaube, das kriegt man als Tourist nicht mit und vielleicht ist das Ganze auch besser so, wenn man das nicht mitkriegt, weil ansonsten weiß ich nicht, wie viele Touristen hier tatsächlich rumwandern würden. Wir sind zurück auf dem Parkplatz, wo Karl steht. Kurzes Fazit zu Palermo, eine super lebendige Stadt, viel los. Es gibt viel zu sehen, man kann sich sehr gut einfach treiben lassen und die Stadt so ein bisschen erkunden. Uns hat es richtig gut gefallen, wirklich diese Abwechslung, die ganzen Märkte. Überall einfach war was los, das war total cool. Und wir hatten alles super in Gehdistanz. Selbst der Parkplatz hier, der ist gerade mal irgendwo 20 Minuten zu Fuß entfernt vom wahren Kern der Stadt. Also alles perfekt. Bevor wir jetzt aber weiterfahren heute Abend, zeigen wir euch noch kurz den Stellplatz. Der heißt Green Car, das Ganze. Liegt wie gesagt etwa 15 Minuten außerhalb des Zentrums zu Fuß. Ist ein bisschen speziell gelegen, ihr seht es wahrscheinlich den Häusern an, aber ist ganz, ganz gut ausgestattet. 20 € für 24 Stunden. Wir sind gestern Abend um 8 Uhr angekommen, also können wir theoretisch auch bis 8 Uhr bleiben. Hat Stromversorgung, hat eine moderne Infrastruktur, was Duschen angeht. Das kostet allerdings zusätzlich. Und ja, wir drehen uns jetzt mal ein bisschen um, dann seht ihr auch noch ein bisschen so, was es sonst hier so hat. Also wir sind quasi in einem Wohnquartier, es war aber total ruhig. Also wir haben von den umliegenden Häusern oder Personen überhaupt nichts gehört. Wir haben uns total sicher gefühlt, die Rezeption ist 24 Stunden besetzt, also alles tipptopp. Green Car, Link unten in der Infobox. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, wer fährt zu dieser Stadt raus? Weil das wird ja jetzt wieder ein Abenteuer, oder? Ich glaube, da sind wir uns schon einig, alleine damit wir den richtigen Weg finden. Ja, ich übernehme das Steuer, Steffi übernimmt die Kamera und ja, jetzt fahren wir zu dieser Stadt raus. Oh. Das ist übrigens Louis' Spezialität. Den Schlüssel, den brauchen wir nur irgendwo in einem der vielen Schlösser zu suchen. Und da hat er sich selber ausgesperrt. Ja, komm, rein hier. So. GoPro montieren wir doch, damit Genau, wir noch ein bisschen dann, was sehen können. Wo ist denn die? Die steht da. Genau, wir haben ja auch eine GoPro mit dabei und mit der nehmen wir jetzt den Verkehr auf, dass ihr uns auch glaubt, wie scheiße das hier zum Fahren ist. Das ist nämlich wirklich eine Anarchie, die hier herrscht. Ja, packen wir es an. Man sieht mich wieder nicht. Jetzt, die Kamera hat einfach ein bisschen lang, bis sie hell wird, sonst ist sie echt cool. Wir sind echt glücklich. Schreibt mal noch die Meinungen unten hin zur Kamera. Wir finden sie eigentlich cool, aber ich weiß noch nicht, ob alles funktioniert. Also, wieder kann ich... Ja, jetzt aber. Los geht's!
mittlerweile zur Stadt draußen. Ihr habt die Bilder von der GoPro-Kamera gesehen. Es war nicht ganz so schlimm wie die Fahrt hinein in die Stadt nachts. Das war wirklich Horror. Aber der Verkehr, den muss man schon mögen in Italien. Wir sind mittlerweile auf der Suche nach einer Tankstelle, Einkaufsladen und einem Stellplatz. Also 3 Dinge auf einmal, weil ja, tanken müssten wir wirklich dringend. Und ja, hier ist die ganze Küste verbaut, hier wird Öl gefördert auf Sizilien. Hier ist gar nichts mit Freistehen am Meer, darum müssen wir noch ein bisschen weiterfahren. 16 Minuten sagt das Navi, dann sollten wir den ersten angepeilten Stellplatz erreichen. Davor hoffentlich noch irgendeinen Einkaufsladen, dass wir mal den Kühlschrank ein bisschen auffüllen können. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden, ob wir eins dieser 3 Dinge vielleicht schon bald erledigen können. Punkt 1 können wir abhaken, wir können tanken und zwar für 1,49 der Liter. Die Dieselkasse von Karl, die ist weiterhin offen. Wenn ihr uns irgendwie auf dieser Tour unterstützen wollt, würden wir uns natürlich freuen. Wir füllen jetzt den Karren voll, macht wahrscheinlich zum Schluss etwa 100 € und dann machen wir uns auf die Suche nach dem Einkaufsladen oder dem Stellplatz, je nachdem was zuerst kommt. Nächster Halt, Einkaufsladen. Gonad nennt sich das Ganze und wir sind gespannt, wie das aussieht. Vielleicht machen wir ein paar Aufnahmen mit dem Handy, vielleicht. Wenn es nicht so viele Leute hat, ist immer ein bisschen peinlich. Aber naja, wir zeigen euch sicher danach, was wir eingekauft haben. Steffi, die packt hier hinten gerade noch unseren Packsafe. Kennt ihr den Packsafe, wo man so Wertsachen drin verstauen kann, was man so will? Das ist eigentlich ein transportabler Safe, der sieht so aus. Der hat hier so ein Netz drinnen. Genau. Und das nutzen wir gerne, einfach um unsere Laptops und so weiter zu versorgen. Verlinke ich euch unten in der Infobox, könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr wollt. Wir nutzen den jetzt schon die ganze Zeit über und das gibt uns einfach immer ein gutes Gefühl, wenn wir nicht im Auto sind. 2000 Jahre später. Viele italienische Leckereien wie diese Ringe hier. Dann Cannelloni, da wollen wir was im Omnia ausprobieren. Für Louis gibt es koffeinfreien Kaffee und Bier, während ich mich dann eher so in die Richtung wage. Ein bisschen Wasser, dann gibt es heute Spaghetti Carbonara. Deshalb hier auch Sahne, frischen Speck, ein bisschen Eier. Morgen gibt es wahrscheinlich Tacos. Und Milch darf bei uns ja auch nie fehlen. Dazu hängen hier übrigens die Blutorangen von heute am Markt. Mit an Bord haben wir aktuell einen Schnittlauch und da hinten wächst Basilikum. Wir sind also schon voll ausgestattet hier. So ihr Lieben, Essen wird gerade angerichtet. Steffi hat da wieder was richtig Leckeres gezaubert. Sie ist einfach die beste Köchin der Welt. Heute gibt es wieder mal Spaghetti Carbonara, das typische Van-Life-Gericht. Dazu Wein, wie letztes Mal, als wir auf die Fähre gewartet haben. Aber dieses Mal nehmen wir es ein bisschen ruhiger, würde ich sagen, oder? So ein bisschen. Genau, jetzt können wir es genießen. Kein Zeitdruck hier. Genau. Wir stehen übrigens frei, direkt am Meer, können es euch aber leider nicht mehr zeigen, weil zu dunkel. Zeigen wir euch dann im ersten Video, würde ich sagen. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Abo freuen wir uns natürlich auch immer und nicht vergessen, die Glocke abonnieren, damit aktivieren. Die Glocke aktivieren, genau. Und ja, wir lassen es uns jetzt schmecken. Morgen geht die Reise weiter. Wenn wir es schaffen, jeden Tag einen Vlog zu drehen, dann werden das richtig viele Videos. Und ja, Palermo war richtig cool. Mega, ja. Schreibt mal unten hin, wie hat es euch gefallen. Endlich wieder Videos und ja, wir lassen es uns schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.